Die Autos der japanischen Nobelmarke Lexus verkaufen sich in Deutschland nach wie vor schleppend. Und das, obwohl der Mutterkonzern Toyota bereits die angesagte Hybrid-Technologie in die gesamte Modellpalette aufgenommen hat. Der neue NX300h soll das Blatt endlich wenden. Im ADAC Autotest steht der neue Vollhybrid heute unter Strom. Und dieser kommt von einem 2,5 Liter Vierzylinder-Benziner. In Kombination mit einem Elektromotor treibt er die Vorderräder an. An der Hinterachse sitzt ein weiterer Elektromotor, der bei Bedarf zugeschaltet wird. Die Systemleistung beträgt insgesamt 197 PS. Rein elektrisch kann man nur wenige Kilometer weit fahren. Die Kraft wird über ein stufenloses Automatikgetriebe übertragen. Gerade beim starken Beschleunigen heult der Motor dann laut auf und klingt arg gequält. Von der Fahrdynamik her ist das Auto eher auf den amerikanischen Markt ausgelegt. Das Fahrwerk aber wiederum könnte etwas mehr Komfort vertragen. Messerscharfe Linien durchkreuzen die Karosserie des NX300h. Das Design ist gewagt, aber eigenständig. Vor allem der riesige Kühlergrill setzt auf bulliges Auftreten. Als spritsparendes Öko-SUV will sich der NX300h optisch ganz sicher nicht verkaufen. Kontrolliert durchfährt der NX300h die Pylonen beim ADAC-Ausweichtest. Leichtes Nachdrängen mit dem Heck zeigt die eher dynamische Auslegung. Das ESP greift aber sichernd ein. Die Bremsen sind standfest, könnten aber für etwas kürzere Anhaltewege sorgen. 37,2 Meter aus 100 km/h zum Stillstand sind eher durchschnittlich. Auch im Innenraum ist der NX300h ein echter Lexus. Edle Materialien und eine tadellose Verarbeitung sprechen für sich. Die Serienausstattung in der von uns getesteten Executive Line lässt kaum Wünsche offen. Das Platzangebot auch nicht, nur der Kofferraum ist vergleichsweise knapp bemessen. 310 bis 655 Liter sind für die Fahrzeuggröße nur Mittelmaß. Der Blick nach hinten ist eingeschränkt, die ADAC-Rundumsichtmessung zeigt die Schwächen. Von einem Hybridfahrzeug würde man eigentlich einen deutlich geringeren Verbrauch erwarten. Hier muss der NX300h leider passen. Auf dem ADAC Ecotest-Prüfstand haben wir einen Durchschnittswert von 7,1 Liter auf 100 Kilometer gemessen, was eine CO2-Bilanz von 193 Gramm pro Kilometer mit sich bringt. Bei Autobahnfahrt steigt der Spritkonsum auf deutlich über 10 Liter pro 100 Kilometer an. Auch die Schadstoffbilanz ist nicht ohne Makel und so reicht es am Ende nur für 3 von 5 Sternen im ADAC Ecotest. Ein moderner Dieselmotor hätte beim Verbrauch vermutlich die Nase vorn und auch die Fahrwerte des NX300h können die hohen Erwartungen nicht so ganz erfüllen. Mit seinem selbstsicheren Auftreten ist der Lexus eher etwas für Individualisten, die einerseits von modernen Antriebstechnologien begeistert sind und andererseits einen hohen Grundpreis von immerhin 46.000 € für die Executive-Variante nicht scheuen. Die Gesamtnote im ADAC Autotest 2,3.